wieder im Boxclub. Jetzt aber mit der... Also jetzt sind wir verprügelt worden, das ist nicht gut. Dann haben wir den Dietrich geholt. Dann... Wenn du boxen willst, musst du trainieren. Wenn du siegen willst, musst du härter trainieren. So, jetzt probiere ich es noch. Okay. Was ist jetzt das? Okay, ein Gedichtsbuch. Okay. Das ist sicher irgend... Kann ich da zoomen? Da kann ich nichts machen. He? Ach, ein Sachen von einem anderen. Ah, da schau jetzt. Oh. Riecht nach Farbe. Oh, das ist der das, ja genau. Das ist ein Baum, das Gott die Erde erschuf, damit sie allein von reißen. Das wäre schön. Okay. Anführer der Extremistenorganisation stehen neben Arthur Tucker, dem Gemeindelohn, einem von 7 Mitgliedern, die bei der Unruhe verhaftet wurden. Okay. Mr. Tucker, ein Amateurboxer, hat angeblich einen Polizisten den Kiefer gebrochen. Bastarde. Jo. Der stolze Süden. Eieiei. Das kann ich doch nicht mitnehmen. Okay. B und A wieder. Okay. War ja klar. Ist aufgebrochen. Jeder ist seines Glückes Schmied, doch nicht jeder hat ein Schmiedesglück. Okay. Klingt jetzt da irgendetwas? Okay. Also, das sind einfach... Da haben wir jetzt nichts... Wertvolles gefunden. Da im Ofen auch nicht. Uiui. Schrift blinkt.
Danke, Mann. Also, was kannst du mir noch zu Duns Tod sagen? Also, nicht viel. Mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Du solltest besser mal die Putzfrau fragen. Die hat ja die Leiche gefunden. Sollte jetzt gerade bei ihrer Schicht in Sam's Diner sein. Ist gleich um die Ecke. Geh durch den Haupteingang raus und folge der Straße nach rechts. Warte nur, bis du sie siehst. Die ist ein echter Zahnkumpel. Dunn war kein Schwarzer, aber er hat dich und Bobby Yale hier trainieren lassen. Ja, das war der erste Boxclub ohne Rassentrennung in der Stadt. Glaube ich. Aber nicht allen gefiel das, oder? Du hast die Graffiti gesehen, oder? Wenn ich diesen Wichser zu packen kriege. Was kannst du mir über Sonja Dunn sagen? Ganz schön scharf, was? Ihr beide scheint euch zu verstehen. Tja, ich kenne sie ja auch schon, seit sie noch ein Baby war. Aber sie ist definitiv groß geworden. Wenn du verstehst, was ich meine. Ich hatte sie nicht mehr gesehen, seit sie ans College gegangen war, vor etwa 4 Jahren. Mir scheint, der Tod ihres Vaters setzt dir nicht allzu sehr zu. Also, sie gibt sich gern, betont cool. Das macht sie ja gerade so scharf. Okay. Was war Joe Dunn für ein Typ? Anständiger Kerl. Hast du die ganzen Slogans an der Wand gesehen? Diese Motivationssprüche. Joe hat wirklich daran geglaubt. An alle. Der hat Saxophon gespielt, oder? Ja, ziemlich gut sogar für ein Weißbrot. Aber er hat dann aufgehört, als seine Frau gestorben ist. Ergibt keinen Sinn, was? Ich meine, nichts zieht die Bräute doch so sehr an wie Blasinstrumente. Warum aufhören, wenn man endlich wieder frei ist? Ich habe oben auf dem Dach eine leere Weinflasche gefunden. Hat Joe Dunn getrunken. Nur eine Zeit lang, nachdem seine Frau gestorben war. Aber schließlich hat er aufgehört. Danach hat er nur noch zu besonderen Anlässen was getrunken. Hast du eine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Kein Schimmer. Du hast gesagt, Yale hat sich früher mal einer Gang angeschlossen. Weißt du, welche das war? Teufel nochmal, was weiß ich denn schon? Wir sind hier in New York City. Hier gibt's mehr Gangs als Einwohner. Wenn Yale gegen den amtierenden Champion antreten soll, hat er eine großartige Laufbahn vor sich. Er hat keinen Kampf mehr verloren, seit er Profi geworden ist. Der kleine Drecksack hat mich vor ein paar Jahren aus dem Anzug gestoßen. Kennst du welche von seinen Verwandten? Sein Vater, Avenarius. Avenarius? Der Boxpoet? Ist er nicht verschwunden? Vor 20 Jahren? Ja, und seine Frau, Bobbys Mama, ist kurz darauf gestorben. Dann kommt er einem Verwandten noch am nächsten. Das ist ein armer Kerl. Das erklärt dann auch, warum er diesen Gedichtband in seinem Spind hat. Ich habe mir Bobby Yales Apartment angeschaut. Ich glaube, er könnte was mit O'Leary zu tun haben. Diesem Buchmacher. Bist du sicher? Yale hat ein paar düstere Jahre durchgemacht, keine Frage, aber dann hat wirklich einen anständigen Kerl aus ihm gemacht. Ich bin ja kein Detektiv, aber diese Spur will ich nicht weiter verfolgen. Ich lass dich dann mal lieber weitermachen. Alles klar.
Warte mal, oben dran ist sicher noch ein Mädchen da. Offenbar hat dann sowohl seine Tochter als auch Bobby Yale jedes Jahr gemessen. Bei Sonja hat er mit 18 aufgehört. Bei Bobby gibt es eine Lücke zwischen 15 und 17. Ui. Gerade notieren. Das ist drin, okay. Ich erinnere mich noch an den Kampf, als Jake sich gerade nach oben gearbeitet hatte. Miss Dunn, darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Wenn das hilft, Yale zu finden, dann nur zu. Haben Sie sich mit Ihrem Vater verstanden? Sagen wir einfach, dass sich unser Verhältnis entspannt hat, als ich mich bei der Sunny University eingeschrieben habe, die mit dem Auto 8 Stunden von hier entfernt ist. Soll heißen, Ich will ganz ehrlich mit Ihnen sein, Mr. Blacksad. Mein Vater, Joe Dunn, ist an dem Tag verschwunden, an dem meine Mutter gestorben ist. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Joe Dunn, mein Erziehungsberechtigter. Ein Mann, der mir was zu essen und zum Anziehen gab und mich zur Schule schickte. Und das ist schon mehr, als Sie überhaupt zu wissen brauchen. was können Sie mir über Jake sagen? Ich dachte, Sie wären Freunde. Habe ich mich wohl geirrt. Er war mit meinem Vater befreundet, also versuchen Sie es gar nicht erst auf die Tour. Was halten Sie von Mary, der Putzfrau? Was soll ich sagen? Ich kenne die ja kaum. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die sofort über andere urteilen. Was steht in diesen Papieren, die Sie da gerade durchgehen? Ja, Rache. Nur Verwaltungskram. Spannend. Sollten Sie etwas finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ich dachte, Sie sind hier der Detektiv. Erledigen Sie Ihre Arbeit und ich erledige meine. Verstehen Sie sich mit Bobby Yale? Ach, vergiss es. Der könnte mir scheißegal sein, wäre da nicht dieser Scheißclub, den er mit seinem Scheißkampf retten soll. Zufrieden? Okay, ich glaube, ich Danke. habe alles gefragt. Das wär's für den Moment. Jetzt können wir Versteh schon, Sie können mich nicht ab. Aber eins sollten Sie wissen. Ich bin ganz Ohr. Sie gewöhnen sich schon noch an mich. Sie werden sehen. Ich werde es mir merken, Mr. Blacksad. Dann hatte Unterlagen zu den Angestellten und Kunden des Boxclubs. Name, Adresse und Geburtsdatum. Aha. Okay, ich tue überblicken. Jetzt sind die Menschen. Ich würde gerne einen Blick in diesen Safe werfen. Geben Sie mir die Kombination? Ich würde ja gern, aber die Kombination war mal der Geburtstag meiner Mutter, aber die habe ich schon ausprobiert.
Scheint eine glückliche Familie gewesen zu sein. Würden Sie mir Ihr Geburtsdatum verraten? Aber sicher, 6. März. Und das Jahr? Ich bin 24, Mr. Blacksad. Rechnen Sie's aus. Na toll. Mist. Komme ich eine Belohnung über, wenn ich das 100'000 Mal ausprobiere? Na toll. Oder werde ich geführt? Also, immer. Mist. Viermal. Na toll. Komm jetzt. Und 5-mal. Mist. Ich muss doch eine Belohnung bekommen. Na toll. Nutzlose Zeit. Verschwendung oder irgend so etwas. Mist. Also probieren wir es nochmal. Na toll. Wie viel Mal habe ich? Mist. Nein. Na toll. Also. Jetzt können wir mal überlegen. Also, okay. Dann also auswählen. Super. Arthur Tucker hat Yales Spind rassistisch beschmiert. Ja. Komm, jetzt können wir sicher noch mehr. Dann nochmal. Gibt er mir. Gibt er mir. Irgendetwas ist faul an das Selbstmord. Jade Spind steckt voller Überraschung. Auf dem Boden des Boxclubs ist ein Farbfleck. Das Geburtsdatum öffnet nicht den Tresor. Weakley hat sehr eindeutige Fotos vom Nashorn und dessen Geliebten gemacht. Fußabdrücke. Also das da. Nicht? Oh, jetzt.
Was sollte er jetzt? Sicher irgendetwas drin. Etwas wird dir auffallen. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen auch für dich. John Blacksad, Privatdetektiv. Hätten Sie was dagegen, wenn ich Ihnen ein paar Fragen stelle? Ganz und gar nicht. Nur zu, Euer Ehren. Waren Sie am Sonntagnachmittag hier? Ja, in der Tat, gütiger Prinz. Ich bin runtergekommen, um fernzusehen, nachdem ich den New York Marathon in Rekordzeit absolviert hatte. Tut mir leid, dass es Ihnen so geht. Wie bitte? Wie es mir geht? Weil ich nüchtern bin? Oh, keine Sorge, gütiger Prinz. Ich habe da einen Plan. Ich hoffe, er hat mich Das auch noch- kannst du allerdings, mein Augenstern. Tu einem alten Mann einen Gefallen und bring ihm was Nahrhaftes. Oh, also schön. Was ist das denn? Sieht wie ein Expander aus, oder? Ja. Und da fehlen genau 2 Details. Vermutlich bin ich der letzte New Yorker ohne Fernseher. Wer braucht schon sowas? Genau. Das ist besser im Computer zu haben und irgendwie eine coole Grafik haben. Ja, da steht ein Eingang. hä? Oder was ist denn das? Komm jetzt. Da, Fußabdruck. Ohne Fleiß kein Preis. Die Welt gehört dem Mutigen. Was haben wir da? Wenn ich alle lese, komme ich sicher auch irgendwie so eine Stilauszeichnung. Je härter du trainierst, desto mehr Glück hast du.
Genau, die habe ich wollen. Okay. Das ist gut, das ist gut. Ein Seil zum Springen. Da ist ja etwas. Der Kühlschrank. Kann man den aufmachen, den Kühlschrank? Da kommt nicht drauf. Okay. Nochmal sind es. Wie viel gibt es von denen? Ich finde ja extrem viele von denen. Sammelkarten. Mary Purnell, die Frau, die Duns Leiche gefunden hat, arbeitet einen Block entfernt vom Club. Ich bin mir sicher, dass sie mir die Art von Informationen geben kann, die ich... Hey, mach deine Augen auf, du Pfeife! Willst du Ärger, du Arsch? Pass du doch auf! Fahr zur Hölle! Weh, ich seh dich hier noch mal! Oh nein, nein, das ist jetzt sicher der Koch von dem Diners. Und jetzt schmeißt er ihn raus. Nein, ich sehe es kommen. Ja, hey, also. Und bitte sehr. Wir werden Sie in Sam's Diner vermissen. Bis bald. Willkommen in Sam's Diner. Was darf ich Ihnen bringen? Oh, jetzt hat sich Blacksad, Privatdetektiv. Ich arbeite für Sonja Dunn. Ich muss Ihnen ein paar Fragen zu Joe Dunn stellen. Gewiss. Aber ich arbeite gerade. Vielleicht später? Ich sehe hier nur einen Kunden, der am Tresen sitzt. Und der bittet um Ihre Mitarbeit. In Ordnung. Was können Sie mir über Sonja Dunn sagen? Ich kenne sie ja kaum. Aber sie sieht mir nach einem cleveren Mädchen aus, die Arme. Irgendeine Ahnung, wo Bobby Yale sein könnte? Woher soll ich das denn wissen? Er ist nur selten da, wenn ich den Club sauber mache. Bobby scheint mir ein netter Junge zu sein, aber ich kenne ihn ja kaum. Sprechen wir noch ein wenig mehr über Joe Dunn. Was für eine Art Boss war Joe Dunn? Einer von der guten Sorte.
Hat immer pünktlich bezahlt, ist nie laut geworden. Wenn ich ihn um einen freien Tag gebeten habe, hat er sogar den Club sauber gemacht. Wie war dann abseits des Boxclubs? Keine Ahnung. Ich habe ihn nur im Club oder da drüben gesehen. Das war sein Stammplatz. Ich glaube, alle haben ihn gemocht. Könnten Sie mir sagen, wie Sie Duns Leiche gefunden haben? Naja, ich dachte, ich wäre allein. Ich mache morgens ganz früh sauber, bevor Mr. Dunn hereinkommt. Oh, dann haben Sie also die Schlüssel zum Club. Ja, natürlich. Da war Farbe auf dem Boden, also dachte ich so bei mir, dass ich wohl an diesem Morgen viel zu tun haben würde. Und dann habe ich ihn gesehen. Wie er da hing. Wie ein Mobile über der Wiege eines Babys. Ich glaube, dann bin ich in Panik ausgebrochen. Als ich mich wieder beruhigt hatte, habe ich die Polizei angerufen und draußen gewartet. Tut mir leid. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Keine Sorge. Aber wenn Ihnen noch etwas einfallen sollte, lassen Sie es mich wissen. Danke. Aber ich verstehe noch immer nicht, warum er sich umbringen würde. Ich habe gehört, mit seinem Verhältnis zu seiner Tochter stand es nicht zum Besten. Ach, wirklich? Der Arme. Ich habe ja selbst keine Kinder, aber das muss wirklich hart sein. Uiuiui. Vielleicht hatte er einfach Geldsorgen. Ja, keine Ahnung. Könnte sein. In letzter Zeit war es im Club nicht mehr so dreckig. Seine Frau ist vor einigen Jahren gestorben. Vielleicht hat er das ja nie verwunden. Ja, ich weiß nicht. Oder vielleicht doch. Ist schon lange her. Was halten Sie von Jake Ostiombi? Wer? Wer ist das? Ein großer Gorilla. Auch ein Boxer. Ein Freund von Joe Dunn. Ach ja. Ich kenne ihn ja kaum. Ich mag nicht, wie er mich ansieht. Dürfte ich Ihnen Fragen zu Ihrem Job stellen? Zu welchem? Erzählen Sie mir doch von Ihrer Arbeit hier im Diner. Ach, hier ist es wunderbar. Ich liebe meinen Job. Mein Boss. Oh, freut mich zu hören. Wie lange arbeiten Sie schon im Boxclub? Schon, warten Sie, 4, 5 Jahre? Wobei ich nicht glaube, dass ich je wieder einen Fuß dort hineinsetzen kann. Es muss wirklich hart für Sie sein. Tut mir leid. Abgesehen vom Diner und dem Boxclub arbeiten Sie nirgendwo sonst, oder? Dazu hätte ich gar keine Zeit. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob ich im Boxclub weiter arbeiten möchte. An Ihrer Stelle würde ich nicht kündigen, glauben Sie mir. Anfangs mag es noch wehtun, doch die Zeit heilt alle Wunden. Danke. Joey hat das auch immer gesagt. Kann sein. Ich weiß es nicht. Danke. Könnte ich bitte einen Burger bekommen? Aber sicher. Normal oder mit Käse? Ich glaube, ich nehme den Cheeseburger. Wollen Sie Pommes? Was zu trinken? Nein, das wäre alles. Alles klar. Für hier oder zum Mitnehmen? Ich nehm's mit. Ein Cheeseburger zum Mitnehmen, Sam. Ist gut. Also jetzt probieren wir es nochmal mit dem. Riecht nach Zimt. Nein, Zimt und Burger.
Steuerung ist so gewöhnungsbedürftig. Sie sehen verquollen und müde aus. Schlaflose Nächte? Hektische Tage? Oder hat sie geweint? Vielleicht alles zusammen. Riecht lecker. Mein Kumpel wird sich die Lefzen danach lecken. Noch etwas versaut, irgendetwas. Ihre Handschrift ist adrett und sauber. Wo könnten wir das brauchen? Ihr Burger ist fertig. Na gut, Sie lassen es sich jetzt erstmal schmecken. 4 Leute haben an jenem Abend die Hintertür benutzt. Ach was. Ich mag zwar blind sein wie eine Fledermaus, aber wie du sehen kannst, sind meine Ohren noch immer intakt. 4 Leute haben vor 2 Tagen die Hintertür benutzt? Ja, genau. Wer hat als erster die Hintertür benutzt? Der oder die war ein regelrechter Schrank, hat die Tür aufgeschlossen, ist reingegangen und kam sofort wieder raus. Wer hat als zweiter die Hintertür benutzt? Ein Mann, so wenige Minuten nach der ersten Person. Er kam wieder raus und murmelte, undankbarer Wichser. Dann hat er etwas in den Müll geworfen und ist wieder rein. Ach, nein, Moment. Vorher hat er mir noch eine Münze gegeben. Eine Münze? Hey, sehe ich vielleicht so aus, als würde ich Kleingeld brauchen, ja? Ich meine, ich wohne im Million-Star-Hotel zum Henker nochmal. Wer hat als dritter die Hintertür benutzt? Den leisen Schritten nach zu urteilen, war der oder diejenige wohl eher klein. Ich würde sagen, das war so etwa 30 Minuten, nachdem die zweite Person herausgekommen war. Wer auch immer das war, er oder sie hat etwas in den Müll geworfen und einen Moment lang vor mir gestanden. Dann habe ich ein Klick gehört. Schließlich hörte ich aus dieser Richtung leiser werdendes Gelächter. Wer hat als vierter die Hintertür benutzt? Jemand Großes. Ich kann mich an schweres Atmen erinnern. Diese Person hatte es eilig wieder zu verschwinden und ist in diese Richtung gelaufen. Sie haben da einen Expander auf Ihrem Wagen. Was, einen Expander? Ein Dingsbums mit 3 Sprungfedern. Ach, das Dingsbums mit Sprungfedern. Habe ich aus der Mülltonne. Da hinten. Sie haben sich vorher etwas seltsam verhalten. Aber jetzt scheint alles in Ordnung zu sein. Wie kommt's? Ah, du kannst super sehen, riechen und hören. Wie kommt's? Tja, ich bin halt ein Kater. Tja, ich bin halt ein Ziegenbock.
War der vielleicht mal Zugschaffner? Ja, würde ich meinen. Wie das wohl ist, so ohne Beine zu leben? Würde ich damit klarkommen? Sieht so aus, als hätte den mal jemand als Boxbirne benutzt. Was könnte noch sein? Also das haben wir, das haben wir, das haben wir. Was ist das vierte? Komm jetzt. Blind und keine Beine. Wie schafft er das nur? Wo haben Sie den Farbeimer her? Der war in der Mülltonne da hinten. Einen Farbeimer und so ein Dingsbums mit Sprungfedern. Was für ein Abend. Das wäre für den Moment alles. Danke. Also, ja, das ist es mal gewesen für heute. Und ja, ihr hört sich bald wieder. Besten Dank und schönen Abend. Ciao zusammen.